Hallo und herzlich willkommen da zurück zu Dingsbums, ihr wisst schon. Und Euro Truck Simulator 2 und wir starten gerade in ein weiteres Spiel. Wir gehen zum Auftragsangebot, genau. Jetzt würde ich gerne wissen, von woher ist das Ganze denn? Von Turin. Ich möchte aber gerne von München aus und dann müssen wir da Versandort. So, Mehl, Zement, nein was? Da. Dijon, Genf, Genf, Luxemburg. Ich möchte gerne von München irgendetwas irgendwo hin transportieren, das wäre mir noch lieb. Mannheim, Milano. München, da, Gabelstapler. Wollen wir einen Gabelstapler? Nein, das bringt mir zu wenig Stolz. Ein Lüftungsschacht könnte man noch. Nach Linz, schau mal, nach Linz. Ich bin noch nie in Linz gewesen. Ich würde sagen, wir fahren nach Linz. Aber zuerst, nein, Moment. Wir gehen hier zurück und machen freies Fahren mal zuerst. Fahren, zack. So, da sind wir nämlich. Und jetzt ist das nämlich so. In der letzten Folge habe ich natürlich ein Chaos hinterlassen, ist ja klar gewesen. Zack. Und ich würde jetzt gerne da einen wollte ich zeige jetzt gerade auf dem Bildschirm, wir sehen natürlich nichts, aber ich würde gerne zum Bett und fahr. Bist du langsam, ey, ohne Scheiß. Das Bett ist geradeaus, ich muss geradeaus. Oh. Scheiße, ja komm, scheiß drauf, das kann ich ja gerade fahren. So. Da vorne ist das nämlich. Ich muss da nach links und dann können wir da mal schnell eins auf Pennen machen. Wieso so schnell? Ah, so, jetzt. Zuerst mal einen auf Reparatur machen. Garage. Diese Garage steht für 180.000 zum Kauf. Bedauerlich verfügen Sie nicht über die Miete. Okay. Aber da ist doch auch ein Bettsymbol gewesen, habe ich gemeint. Den halt nicht. Das wird knapp. Aber es hat funktioniert. Gut. Hallo. Dann muss ich da nach rechts. Dann fahren. Kommt nicht. Genau, da nach rechts. So, und dann da nach links. Genau, so sieht es aus. Ich habe gedacht, ich könnte es noch. Naja, ist ja gleich. Komm, fahr schon. Habe ich ihn jetzt kaputt gemacht? Nein, natürlich nicht. So, zuerst müssen wir den LKW natürlich reparieren. Und dann können wir schlöffeln und dann holen wir uns einen neuen Auftrag ab. Wie es muss sein, Eingabe, mal schauen, wie viel das Ganze kostet. Während der Reparatur. Jawohl. Ja, siehst du, das ist schon gar nicht da. Reparieren. Bamsk. Ist er wieder wie neu. Und dann gehen wir auf den Parkplatz und schlöffeln ein Ründeli. Wir schlöffeln ein Ründeli. Genau. Und dann holen wir uns einen neuen Auftrag. Ich glaube, da kann man einfach irgendwo, oder? Oder muss ich auf den... Nein, ich glaube, ich muss auf den Parkplatz. Dass das Ganze funktioniert. Okay, weißt du was, ich mache das auch so cool wie die. Ich werde dann auch rückwärts parkieren, damit ich beim Vorwärts rausfahren garantiert sehr viele Probleme habe. So. Etwa so. Zack. Dann gehen wir in die Ansicht da. Bam. E und Eingabe. Von Ruhepause. Eingabe, genau. Du kommst eine Weile zur Ruhe, das finde ich doch wunderbar. So. Kreditrate in Höhe von 2000. Ah ja, genau, das ist ja noch gesehen. Gut, wir fahren wieder los. Natürlich in dieser Ansicht da. Und jetzt müssen wir mal schauen, können wir da zugreifen auf das? Ja, wir können. Wunderbar. So, wir haben gesagt, von München aus. Mannheim, Milano, München. Da haben wir es. Das war der erste, Gabelstapler nach Linz, der wollte ich.
als Navi-Ziel einstellen. Genau. So, dann geht's los. Oh, ich habe grün, 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 ich habe gelb, ich habe gelb, ich bin durch. Genial. Zum Glück gibt es da keine Passanten. Ich habe grün, ich habe grün, ich habe grün, ich habe grün. Genial. So. Jetzt gehen wir unsere Ware abholen und dann würde ich sagen, ab nach Linz. Dort sind wir nämlich noch nie gewesen. Im schönen Österreich. Ich muss da nach links, das heisst, ich muss da Spur wechseln. So. Gut, 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 gut. Wird doch grün. Jetzt. Jetzt wird grün. Grün jetzt. Jetzt wird grün. Genau, so nämlich. Ich muss sagen, mein Elfschweig sieht schon voll geil aus, ja? Ist selber schon. 10% Schaden, bist du. Oh. Ja. Mit dem muss ich jetzt leben. So. Eingabe. Den würde ich gern. Jetzt, wo steht der, ist die Frage. Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Natürlich. Ist jetzt das geschehen, wenn ich jetzt so rückwärts hindere fahre? Ich glaube es nicht. Ich fahre mal vorwärts hindere und schaue, was dann passiert. Irgendwie tut mein LKW komisch. Ich weiss nicht wieso. Es könnte eventuell daran liegen, dass ich einen kleinen Unfall hatte jetzt gerade. So. Das ist eben noch Augenmaß. So, schön andocken das Zeug da. Und T drücken. T drücken. So, jetzt. Und los geht's. Oh, die Lenkung ist kaputt anscheinend. Der lenkt extrem langsam. Ach, das wird eine lustige Reise nach Linz. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wenigstens ist der Auftrag nicht affektiert. Ich habe affektiert gesagt. So. Wir müssen nach rechts. So, wir sind wieder auf der Straße. Es geht weiter. Er klingt wirklich komisch, gell? Wenigstens genug früh angehalten, so. Okay, du darfst ruhig grün werden. Ich warte nämlich da. So, jetzt ist aber gut da. Okidoki. Ja, ich habe in der letzten Folge ein bisschen über die folgenden kommenden Spiele etwas gesagt, dass wir ja wahrscheinlich ihr alle, die ganze Welt und überhaupt wartet ja auf mein Let's Play von Arbeitsagentur entdeckt. Ja, wunderbar. Wartet auf mein Let's Play von Galactic Civilizations. Und in dieser Folge möchte ich gerne etwas über Galactic Civilizations erzählen. Wieso auch nicht? Also, es ist ja so, man kann zwischen mehreren Rassen dort auswählen. Es ist wunderschön gemacht, wirklich. Und sobald man eine Rasse ausgewählt hat, bekommt man automatisch dann einen... Ich muss nach rechts. Bekommt man automatisch einen Heimplanet. Jetzt zum Beispiel, ich habe bis jetzt noch mit Menschen gespielt, keine Alien-Rassen. Und dann ist es natürlich die Erde. Man bekommt ein Kolonieschiff und wie sagt man denn? Keine Ahnung, so ein Schiff, das sich halt irgendwie kann verwandeln kann. Weiss nicht, wie es heisst. Radarkontrolle. Ja, genau. Und danach fängt man eigentlich an. Es ist rundenbasierend, das Spiel. Das finde ich natürlich auch sehr angenehm. Ich liebe rundenbasierte Spiele. Und ja, was muss man denn eigentlich gross machen? Man tut expandieren. Man tut andere Planeten besiedeln, bevölkern, kolonialisieren und wächst. Anders kann ich das eigentlich nicht erklären.
Das ist eigentlich so da, was man in diesem Spiel macht und es ist, naja, mit der Zeit trifft man dann natürlich auf andere Rassen, auf Aliens oder je nachdem halt auch auf Menschen, weiß ich ja nicht, je nachdem wie und mit was man spielt halt. Und dann kommt Diplomatie ins Spiel. Diplomatie ist relativ ein grosser Anteil vom Spiel auch. Wenn man sich sehr undiplomatisch verhalten, dann kann es sehr schnell zum Krieg kommen bei diesem Spiel. Ist mir leider mehrmals schon passiert, weil ich bin mir es einfach gewohnt von Civilizations, dass ich am Anfang immer meine Grenzen dicht mache und warte, bis ich eine gewisse Größe habe und erst dann fange ich an, meine Grenzen aufzumachen und Handel zu betreiben. Im Grunde genommen einfach, um meine Vormacht nicht zu verlieren. Dann. Und bei Galactic Civilizations ist das Problem, man muss wirklich immer dran sein. Ich habe zuerst so gedacht, ja, jetzt ein bisschen langsam, ein bisschen Militär ein bisschen aussen vor lassen, schön abwarten, zuerst auf Handel machen und so. Keine Chance. Man muss von Anfang an, oder man sollte von Anfang an wirklich an allen Fronten vorweg sein. Das heisst, man muss von Anfang auf Militär gehen, auf Handel, auf Diplomatie, das ganze Spektrum. Und das ist natürlich schwierig. Erstens, dass er rundenbasierend ist, weil man muss sich ganz genau überlegen, welche Technologie ich als nächstes erforschen. Wollte ich in Richtung Militär, Richtung Kolonie, also man kann Forschung betreiben für seine eigene Kolonie, um Sachen zu verbessern. Das kennt man ja natürlich auch vom Civilizations her zum Beispiel. Ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel Civilizations. Es gibt natürlich noch andere Spiele, die ähnlich aufgebaut sind. Zum Beispiel Heroes of Might and Magic ist ein bisschen auch in die Richtung. Halt einfach mit weniger Diplomatie und so. Aber ja, ist ja gleich. Jedenfalls muss man sich wirklich immer ganz genau Gedanken darüber machen, in welche Richtung wollte ich in den nächsten, sagen wir, 10 Zügen gehen. Und man sollte auch langsam mit der Zeit können abschätzen, kann es sein, dass in den nächsten 10 Zügen ein Krieg ausbricht. Aber so Zeug muss man alles voraussehen, damit man auf die richtige Technologie setzt, dass man auf die richtigen Produkte setzt, die man herstellen. Zum Beispiel tue ich jetzt lieber stärkere Einheiten herstellen oder tue ich eher so Abfangjäger und solche Sachen machen, die einfach so im Grunde zur Sicherung der Grenzen dienen. Das ist nicht ganz einfach. Und da hat es mich jetzt schon, ich glaube, etwa 5 Mal verarscht, dass ich einfach immer aufs Falsche gesetzt habe. Beim ersten Spiel habe ich nochmal auf Handel gehen. Hat nicht funktioniert. Dann beim zweiten Spiel habe ich nur auf Militär gehen. Hat auch nicht funktioniert, weil irgendwann ist mir der Stutz ausgegangen. Da habe ich so eine Mischform probiert und dann bin ich langsam ein bisschen weitergekommen. Ich bin dann, glaube ich, etwa 100 Züge lang gekommen und dann bin ich dann aber auch überrannt worden. Man muss auch sehr expansiv sein. Hätte ich nicht gedacht von diesem Spiel. Ich habe gedacht, es reicht eigentlich, wenn man so ein kleineres Imperium hat. Aber dem ist nicht so. Also ich weiss jetzt zum Beispiel von Civilizations mache ich es immer so, dass ich zuerst eigentlich relativ ein kleines Land habe, mit vielleicht etwa Maximum 5 Städten. Dann zuerst baue ich den Handel aus und dann fange ich an, das Militär auszubauen, bis ich das stärkste Militär habe und danach geht es rund. Dann fange ich an, die Welt zu erobern. Dann habe ich gedacht, ja, komm, machst du es etwa gleich in diesem Spiel auch, aber keine Chance. Da ist einfach wirklich keine Chance. Das ist schade. Also es ist schade, dass ich es nicht kann. Fürs Spiel macht es natürlich umso interessanter, weil es einfach umso schwieriger wird dann. Ich muss links bleiben. Und das ist natürlich das Interessante daran. Da ist 80. Also würde es mich interessieren, dass da 80 ist. Aber es ist wirklich schön gemacht. Es ist auch, man kann ähnlich wie damals beim Imperium Galactica kann man natürlich seine eigenen Schiffe dann kreieren. Natürlich, wenn man Technologie dazu hat, kann man seine eigenen Schiffe zusammenstellen.
mehr auf Schild, mehr auf Waffen, Gewalt, mehr auf da, mehr auf dieses. Kann man alles selber machen. Finde ich cool. Dann kann man die Spione, die vermisse ich ein bisschen. Entweder habe ich sie nicht erforscht bis jetzt, oder ich habe sie noch nicht gesehen, oder es gibt sie wirklich nicht. Aber Spione habe ich bis jetzt noch keine gehabt in diesem Spiel, Galactic Civilizations. Das finde ich schade. Weil zum Beispiel beim Imperium Galactica bin ich immer auf die Spione gegangen. Immer. Und ich bin eigentlich immer gut gefahren mit dem. Weil, vor allem, wir haben während der LAN-Party haben wir das mal gespielt gehabt, und das ist natürlich umso geiler gewesen. Ich habe natürlich extrem viele Spione gehabt und auch extrem gute natürlich. Und habe dann bei meinen Gegnern, also Kollegen natürlich, damals hat es noch kein Internet gegeben, vor 100 Jahren, und habe dann nachher mit den Spionen immer wieder so Sabotage-Act gemacht. Ich habe ihnen Geld geklaut die längste Zeit, bis sie nicht mehr hatten. Fahren ohne Licht, komm jetzt. Ja, Falllicht dafür gerade. Und ja, das hat natürlich riesen Spaß gemacht, und das vermisse ich ein bisschen. Das vermisse ich wirklich ein bisschen, weil Spione gibt es zum Beispiel auch im Civilizations, gibt es auch Spione, gibt Einheiten. Und das, ja, vermisse ich ein bisschen. Dass man sozusagen die gegnerischen Politlandschaften kann untergraben und zu seinem eigenen Nutzen wenden. Es gibt einen Konsul. Es gibt so eine Einrichtung, wo man kann den Präsident vom Weltall auswählen. Jetzt beim letzten Spiel ist es wirklich sehr gut gegangen. Ich bin immer zu dem gewählt worden. Hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun gehabt, dass ich wirklich extrem stark auf Handel und Militär gemacht habe und somit natürlich die stärkste Macht gewesen bin. Eine Zeit lang, nachher bin ich wieder überrannt worden. Ich habe keine Ahnung, wie das soll funktionieren. Wahrscheinlich bin ich einfach zu gross gewesen. Ich bin einfach extrem expansiv gewesen beim letzten Spiel, und das wird wahrscheinlich mein Knickbruch gewesen sein. Ist ja gleich. Jedenfalls, da kann man so Resolutionen rausgeben, ähnlich wie im Grunde genommen auch bei Civilizations. Zum Beispiel galaktischer Frieden. Dass es, glaube ich, 25 Runden lang keinen Krieg darf geben. Ist natürlich extrem geil, wenn man gerade etwas am Aufbauen ist. Kann ich eigentlich auch noch. Eigentlich habe ich recht, ich sollte unbedingt etwas trinken. Das Problem ist, normalerweise habe ich immer ein Glas Wasser da nebenan. Ratet mal, was ich heute nicht da habe. So, ich muss nach rechts anscheinend. Das ist gut, da fahre ich mal nach rechts. Man darf nicht überholen anscheinend. Ich bin nicht am Überholen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls ein extrem geiles Spiel, Galactic Civilizations. Kann ich für so Fans von so allgemeinen Weltraumsachen extrem empfehlen. Das Lustige ist, wie bin ich überhaupt zu diesem Spiel gekommen? Ich habe gar nicht gewusst, dass es Neues in Arbeit ist. Ich schaue selber auch YouTube-Videos, so ist es nicht. Und da habe ich von einem deutschen YouTuber, den ich gerne schaue, es ist nicht der Gronk, habe ich ein Let's Play geschaut von Off-World Trading Company, heisst es, glaube ich. Und da bin ich dann irgendwann, ich habe mir das Game auch gekauft, weil ich das auch recht cool gefunden habe. Da bin ich mal auf die Seite gegangen von dem Hersteller und habe gesehen, This Spring Release of Dingsbums, eben Galactic Civilizations 3. Da habe ich so gedacht, wow, ist das geil. Und was natürlich an dem Tag rausgekommen ist, habe ich dann das auch gerade gekauft auf Steam. Oh, das war auf den Punkt gewesen. Yeah. Und seitdem bin ich sehr glücklich damit. So, ich muss so nach links. Ich blinke. Mal wieder. Hey, doch einfach oben. So, jetzt. So, okay. Und dann geht es da geradeaus. Und dort dann gesehen, gut.
Jo, haben wir... Ah, das ist schon rot. Scheiße, ist ja gleich. Das ist schon spät. Ein Knöllchen, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und da geht das da links rein. Nein, nicht, oder? Doch? Nein, das kann nicht sein. Das ist eine Garage. Ich bin falsch gefahren. So, Achtung, ich muss jetzt halt... Da, rechts. Ich weiß es nicht, ich sollte vielleicht mal die Karte vergrößern. Ich glaube da rechts rein. Ich gehe jetzt einfach da mal rechts rein in der Hoffnung, dass es da ist. Ja, genau, da ist es. Ich bin natürlich mal total falsch gefahren, aber das macht überhaupt nichts, das ist mir so gewohnt von mir. So, und jetzt kommt dann gerade der Trick mit der Eingabetaste und BAM! Gute Arbeit, immerhin gute Arbeit. Wir haben wegen dem Schaden, 1% Schaden haben wir jetzt gehabt. Gottes Namen, tut mir leid. 21 Erfahrungspunkte weniger, aber wir sind Level 6. Und das bedeutet, wir können wieder etwas Neues freischalten. Genau. Und jetzt, was wollen wir da freischalten? Ihr kennt mich ja, ich bin immer sehr, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Was hat sparsame Fahrweise. Fernfahrten, hochwertige Frachten. Machen wir doch hochwertige Frachten. Oder wenn wir Just-in-Time-Lieferung, nehmen wir Fernfahrten. Dann können wir weiterfahren und so. Machen wir Bam. Gut, wunderbar, wunderprächtig. Haben wir das auch erledigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Euro Truck Simulator ist am Start. Und vielleicht kann ich euch dann wieder von einem anderen Game etwas erzählen, das ich bis dahin vielleicht schon gegamed habe, wer weiß. Das werden wir dann noch sehen. Ich lasse mich und euch im Ungewissen und lasse mich selber überraschen. Das ist doch immer das Schönste am Ganzen. Bis dahin, schöne Zeit und ciao zusammen.